Susanna, wir haben jetzt einen interessanten Weg zurückgelegt von der vorgeschichtlichen Zeit zur biblischen Zeit, zur Weltgeschichte, zur Psychoanalyse. Ja, lass uns doch, die Chemie haben wir auch gestreift, lass uns doch mal auch in die moderne Hirnforschung hineinschauen, denn das ist ja spannend. Die beschäftigt sich ja auch mit diesem Thema Schlaf und Träume und wie wichtig das ist. Nun, gerade in den letzten Jahren hat ja in der Medizin die Erforschung des Gehirns einen richtigen Quantensprung gemacht. Seit es möglich ist, den Menschen elektronisch zu erfassen, vor allem die Hirnfunktionen, hat sich wieder ein riesiges Feld aufgetan in der Forschung, heftig umstritten, wie üblich, wenn neue Dinge entdeckt werden, aber auch einfach nicht mehr widerlegbaren Tatsachen. Und etwas davon ist natürlich durch die Geschichte auch geworden. Schauen wir in der ganzen Christenheitsgeschichte zurück, naja, da gab es Träume im Mittelalter, da hatte man vor allem Angst vor der Hölle, da hatte man andere Probleme, nicht? Und die spätere Medizin hat dann, Sie kennen auch den Dante mit all seinen Visionen, Dante Alighieri, nicht, die 12 Kreise und all das, was er da von der Hölle erzählt und über das Tor der Hölle hat schreiben lassen, lasciate ogni speranza voi che entrate, also wer hier durch das Tor durchgeht, der kann jegliche Hoffnung verlieren. Also völlig andere Probleme waren da, die Angst vor der Hölle, dann kam die Reformation und die Geschichte ging weiter, christliche Geschichte nicht ganz unproblematisch, aber die Träume waren nicht mehr so relevant. Wenn wir aber jetzt diesen Quantensprung auch in der Medizin anschauen, da war Freud, aber das war ein eigener Bereich, während die moderne Hirnforschung jetzt ja nicht nur auf das, was der Mensch erzählt, abstützt, sondern ganz exakt, wie der exakte Wissenschaft, genau hinschaut, was funkt da oben im Gehirn. Und da ist es auch noch ganz interessant eigentlich zu sehen, wie sich die Gehirnforschung entwickelt hat. Einer der berühmtesten war ja auch Leonardo da Vinci, der hat sich ja bei Todesstrafe Leichen stehlen lassen und hat dann die Leute aufgeschlitzt, um zu sehen, was da alles drin ist. Und hat unter anderem auch das menschliche Gehirn erforscht. Wenn wir nochmal zurück in die Bibel schauen, ist da das noch so eine Sache mit dem Gehirn. Denn das Gehirn gibt es gewissermaßen gar nicht im biblischen Denken. Wir kennen den Spruch, jemand wird auf Herz und Nieren geprüft. Und das sagen wir so und denken, jemand wird ganz gründlich medizinisch untersucht. Aber das hat seinen hebräischen Ursprung, im hebräischen Denken. Da gab es das Gehirn gar nicht. Ja, also sitzt praktisch das Herz, ne? Und auch bei den Griechen spielte die Gehirnmasse auch aus. Das war so ein grauer Brei, mit dem ganz was anderes, jetzt anfangen. Ne? Jawohl. Und bei den Hebräern, das hebräische Denken, ist das, was wir heute Gehirn sagen, ist eigentlich im Herzen. Da ist der Verstand. Und dann die Gefühle, was wir heute mit dem Herz in Verbindung bringen, das ist in den Nieren. Käme heute niemand mehr darauf. Liegt wahrscheinlich darin begründet, dass auch zur biblischen Zeit Leute Nierenkoliken hatten und das ist etwas vom Schmerzhaftesten, das es geben kann, dass man dann eben die Gefühle, die man da hat, in die Nieren lokalisiert hat. Wobei in der Sprache, also in verschiedenen Sprachen auch heute, das geht mir an die Nieren, du bist mir im Herzen, das geht mir zum Herzen, ist schon ein gewisses Bewusstsein dessen noch. Es ist noch da, nicht? Ja. Also der Mensch ist eben mehr, und da kommt man dann die ganze Psychosomatik heute dazu, dass eben auch die Organe auf die Befindlichkeit des Menschen sowohl als auch Einfluss haben.
Nicht? Wenn ich traurig bin, niedergeschlagen bin, kann das auch, oder schwere Depressionen haben, auch körperliche Auswirkungen haben. Nicht? Aber das ist jetzt eigentlich nachgewiesen, indem man, das ist noch gar nicht so lange her, man den Menschen verkabeln kann und das Gehirn völlig neu ins Zentrum gerückt wurde. Denn alles, was letztlich passiert, geschieht im Gehirn. Noch weitere moderne Forschung sagt heute, Achtung, es ist nicht nur das Gehirn, der Darm spielt da auch noch mit, aber das ist dann wieder ein anderes Problem. Bleiben wir mal beim Gehirn. Und es ist ja möglich heute, dass man den Menschen so eine Kappe überzieht und da sind viele, viele, viele Elektroden dran und dann kann man das dank dem Computer, all der Elektronik, kann man heute solche Bilder machen. Vielleicht noch etwas näher in die Kamera, jawohl. Mhm. Das sind Bilder, die kennt man so, das zeigt, ist dann alles schön eingefärbt, das sind die Funktionen im Gehirn. Und damit man sieht, was da geht, schickt man die Leute, wie man heute sagt, in die Röhre und untersucht das alles ganz genau. Und dann fragt man die Leute gewisse Dinge oder gibt ihnen irgendwas zu tun. Und dann sieht man, was da oben im Hirn alles funkt. Die Synapsen, das ist ja alles elektrisch. Und da ist da so ein Sprühfeuer im Gehirn. Und da kann man dann darauf zurückschließen, dass da im Gehirn bestimmte Regionen für bestimmte Dinge zuständig sind. Also wieder ein riesiges Feld der modernen Gehirnforschung. Mit in diese Hirnforschung hinein kommt nun wieder etwas Neues, gut, etliche Jahre her. Man hat durch die Beobachtung der Funktionen im Gehirn auch festgestellt, dass Leute im Schlaf Probleme haben. Da geht es zwar weniger um die Träume an sich, aber Traum und Schlaf sind ja nah beieinander. Ja. Und mit der modernen Hirnforschung hat sich auch die Traumforschung, aber jetzt nicht im interpretierenden Sinn, sondern im rein medizinisch nachweisbaren Sinn weiterentwickelt. Und man ist auch darauf gekommen, weil viele Menschen während der Nacht Schwierigkeiten haben zu atmen. Das sind sogenannte Apnoen, also irgendwie setzt die Atmung aus, sei es durch Schnarchen oder was auch immer, und die Leute haben dann mitunter schwierige medizinische Probleme. Das hat man dann weiter erforscht und damit sind die sogenannten Schlaflabors entstanden. Dann wird wieder alles verkabelt und dann wird dann der Schlafende, die schlafende Person genau untersucht und am Schluss hat man dann wieder eine Reihe verschiedene ausgedruckte Beweise, was während des Schlafs alles passiert. Und da hat man dann herausgefunden, das ist wieder ein riesig weites medizinisches Feld, dass der Mensch verschiedene Zyklen hat im Schlaf. Man liegt nicht einfach hin und schläft und träumt und dann erwacht man wieder, sondern man hat herausgefunden, dass während des Schlafes es verschiedene Stufen des Schlafes gibt, verschiedene Schlafzyklen. Und da hat man dann auch noch herausgefunden, das war ja alles komplett verkabelt, dass auch gewisse Bewegungen im Schlaf eine Rolle spielen. Nicht? Und da gibt es dann auch wieder, was medizinisch bedingt zu Schwierigkeiten führt, aber das Grundlegende sind die verschiedenen Zyklen des Schlafes. Und das haben wir hier eine Darstellung, die zeigt die verschiedenen Stufen, wie man gewissermaßen hinuntersinkt in den Schlaf und dann wieder hochkommt und dann wieder vielleicht kurz erwacht, ohne dass man es richtig merkt. Aber das sind so verschiedene Tiefschlafzyklen und dann die oberste Schicht, ganz zu oberst, ist die sogenannte REM-Phase. Das hat das jetzt mit den Träumen zu tun. Man hat herausgefunden,
dass sich in dieser letzten Phase, kurz vor dem Erwachen, die Augen ganz schnell hin und her bewegen. Im Schlaf, das merken wir gar nicht, das ist so. Und REM heißt nichts anderes als Rapid Eye Movement, also rasche Augenbewegung. Und da hat man dann herausgefunden, dass das genau mit der Phase des Träumens übereinstimmt. Und das ist dann wichtig für den Menschen. Es ist kurz vor dem Aufwachen, aber dann geht es ja wieder runter und dann kennen wir alle, am Morgen, wenn wir erwachen, erinnern uns wir vielleicht noch an einen Traum, vielleicht auch nicht. Und vielleicht erwachen wir mitten in der Nacht, weil wir eben in einer REM-Phase sind, haben etwas geträumt und wissen nicht recht was wie wo, schlafen aber gleich wieder weiter. Das ist medizinisch, rein vom Körperlichen her, sehr wichtig, sind sehr interessante Beobachtungen. Die Forschung geht längstens weiter. Man hat noch längstens nicht alles davon erforscht, aber hier geht es jetzt in der modernen Hirnforschung, geht es natürlich auch um Bewusstseinszustände, über Befindlichkeiten etc. Man kann auch nachweisen, wenn jemand meditiert oder auch betet, dass das ganz gewisse Funktionen im Hirn anregt und das kann man da schön farbig nachweisen. Aber der große Haken an der Sache ist, man kann wohl nachweisen, dass, aber was niemand weiß, ist das Was. Und das ist ja letztlich die große Schwierigkeit mit den Träumen. Es ist eine Person, die träumt. Und nur sie weiß, was sie geträumt hat. Letztlich können wir erzählen, was wir wollen. Es kann es ja niemand nachweisen. Sicher gibt es Träume, die dann in der Psychologie interpretiert werden müssen, wenn es wiederkehrende Träume sind. Das ist eine ganze Wissenschaft für sich heute, auch die moderne Traumforschung nicht. Und dass das schon hilfreich sein kann, um gewisse persönliche Probleme zu bewältigen. Nicht? Aber auch die modernste Hirnforschung kann uns nicht sagen, was wir träumen und letztlich was der Traum bedeutet. Bleibt offen, ob das der Wissenschaft vielleicht eines Tages doch möglich sein wird. Sag niemals nie. Aber du stößt mich jetzt im letzten interessanten Frageblock an, nämlich es gibt ja so Traumbücher, mehr oder weniger wissenschaftlich, die einem helfen können, was das Symbol, was weiß ich, einer Ameise bedeutet das oder jenes oder ein Stier das oder jenes. Sind die denn von Nutzen, die Traumbücher von alter Zeit, von neuerer Zeit, im Bereich der Esoterik? Was ist dazu zu sagen? Naja, also offensichtlich haben Menschen seit jeher geträumt. Und je nachdem, wir haben es gesehen, wurde den Träumen große Bedeutung zugemessen und sie hatten riesige Wirkung. Was ich überhaupt nicht erwähnt habe, das ist eine ganze Welt für sich, das sind die alten Ägypter mit all ihren Traumbüchern und Totenbüchern und. Das ist ein riesiges Feld. Nicht? Ja, was geschieht im Traum für mich persönlich? Was mache ich da? Und da gibt es offenbar schon auch gewisse Muster, die da auftauchen. Und so gibt es eigentlich seit Alters her Bücher oder Leute, die wissen wollen, was, wie, wo bedeutet. Ein bekanntes Beispiel ist, wenn ich von ausfallenden Zähnen träume, dann bedeutet das, ja, was? Da gibt es dann x Erklärungsmöglichkeiten. Und das ist dann so eine Grenze. Es gab Leute wie Sigmund Freud, die allen Ernstes versuchten, diese Inhalte seriös zu deuten. Ja. Daneben gibt es bis heute natürlich x Leute, die genau wissen, was wo bedeutet. Und das ist, naja, mitunter ein gutes Geschäft. Denn man möchte ja gerne wissen, was.
Also ist es so, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber geht das in Richtung zum Beispiel auch Astrologie, wo sich Menschen ja, oder ist es jetzt ein schlechter Vergleich? Das geht überall rein. Ja. Denn der Traum gehört zum Menschen. Ja. Untrennbar. Und wir möchten natürlich gerne wissen, wenn ich was Schönes geträumt habe, gehen wir zurück zum Josef, also im Alten Testament, da alle seine Brüder sich vor ihm verneigen. Ja. Das ist natürlich schön, das ist ja gut, das hätten wir auch gerne. Aber dann gibt es dann auch eben andere Träume, sind wir wieder bei Dante, all diese Höllenvorstellungen. Ja. Und da hat man dann wieder nicht so viel Freude dran. Und dazu kommt dann die ganze Problematik auch all jener, wir haben es schon mit dem Opium gesehen, mit all diesen hirnfunktionsveränderten Substanzen. All diese Medikamenten, diese psychedelischen Dinge, die ganze Frage auch der Drogenkonsum, ein guter Trip, schlechter Trip, das hängt dann alles zusammen, das stimuliert unser Hirn im Guten wie im Schlechten und da möchte man eigentlich schon wissen, was ist dahinter. Ist es nur die Substanz, die ich eingenommen habe, die ein Feuerwerk im Hirn oben was zum Spucken bringt, oder hat das irgendwas Reales? Ja. Aber letztlich lässt sich das nicht ergründen. Das ist die Schwierigkeit. Es ist immer nur eine Person, die träumt. Und man möchte doch so gerne wissen. Und es gibt x Bücher. Und das ist dann auch, sei es Astrologie, sei es in der Esoterik. Da gibt es ja ganze Buchhandlungen, die das alles verkaufen, ohne dass man, wenn man genau hinschaut, die Leute merken, dass da Bücher sind, die sich gegenseitig widersprechen. Ja. Aber das ist eine weite, ja, Pseudowissenschaft, die sich nach unserem Verständnis von Wissenschaft letztlich nicht begründen lässt. Es beruht letztlich alles auf Vermutungen. Ja. Das ist dann sehr schwierig, sei es Traumbücher, sei es irgendwelche, auch die ganze Astrologie mit den Horoskopen und allem, das geht alles durcheinander, gehört zusammen, hängt letztlich zusammen mit dem Mensch, der gerne wissen möchte, was. Persönliche Frage an dich, Sandra. Du hast dich jetzt so lange und ausführlich beschäftigt, hast eine Seminarreihe bei uns in der Kirchgemeinde gemacht zum Thema Träume und wir haben ja jetzt nur eine kleine Quintessenz daraus erfahren. Wie gehst du persönlich mit Träumen um? Was macht das mit dir? Auch mir geht es wie allen anderen Leuten auch. Manchmal erwacht man und erinnert sich noch einen Traum. Manchmal hat man ein bisschen müde, wach zu werden. Aha, nein. Und manchmal hat man keine Ahnung mehr, was man geträumt hat. Die meisten Leute sagen, wenn man sie so fragt, ich träume nicht in der Nacht. Das ist einfach, weil man es nicht mehr weiß am Morgen. Das war. Oder dann gibt es die Frage, für Leute, die mehrsprachig sind, in welcher Sprache träumst du? Oder Deutsch mit französischen Untertiteln. Oder träumst du farbig? Ja. Nicht? Aber das ist sehr individuell. Ja. Und da, naja, man kann sich damit beschäftigen, aber selber, ich messe dem nicht so große Bedeutung, weil da wirst du ja auch halb verrückt, wenn du dann alles und jedes ergründen willst. Ja. Oder dann musst du richtig in die Psychoanalyse und so. Aber das ist nur angebracht, wenn man wirklich ernsthafte Probleme hat. Ja. Und da möchte ich schon auch sagen, Achtung, wenn man dann sich schon die Träume deuten lassen will, wenn man auch Schwierigkeiten hat mit dem Schlaf und den Träumen und das ernsthaft ein Problem ist, dann bitte zu jemandem, der dafür ausgebildet ist, der die Sache versteht und nicht zu irgendwelchem Feldwald- und Wiesentraumdeuter, der dann irgendwas erzählt. Und das macht dann letztlich die Sache nur noch viel schlimmer. Ja. Und da habe ich so, ja, zitiere gern mitunter die Engländer mit ihrem schwarzen Humor. Nicht? Die Traumdeutung ist auch eine Frage des gesunden Menschenverstandes. Und die Engländer sagen, use your brain if you have one. Also, nutze den gesunden Menschenverstand, nutze dein Gehirn, falls du eines hast. Sehr gut. Noch eine letzte mutige Abschlussfrage. Wie siehst du die Zukunft im Umgang mit dem Thema Träume? Wissenschaftlich, gesellschaftlich, medizinisch?
geisteswissenschaftlich. Ist da noch einiges drin? Wir haben ja vorhin gesagt, vielleicht kann man doch mal über die Gehirnfunktion in Träume von anderen hineinschauen. Was für Möglichkeiten siehst du da? Heute ist ja mehr oder weniger nicht mehr in aller Munde, besser gesagt in aller Augen, im Fernsehen und überall in den Kanälen kommt ja jetzt die künstliche Intelligenz. Nicht? Und da gibt es ja sehr viele Dinge, die gesagt werden, wieder ein riesiges Feld und man wird das weiterentwickeln und das wird vor den Träumen nicht Halt machen. Aber die künstliche Intelligenz, die spuckt ja letztlich nur aus, was man ihr gefüttert hat. Ja. Und da kommt es ganz darauf an, wer was in welcher Absicht eingegeben hat und das kommt dann entsprechend raus. Nicht? Das kann sehr heilsam sein in medizinischer Hinsicht, weil das ist auch ein riesiger Fortschritt, ja, wenn man das einsetzen kann zum Wohle des Menschen. Aber es gibt dann natürlich auch, gerade mit der ganzen künstlichen Intelligenz, die Frage, was ist die Absicht dahinter? Und das haben wir ja dann auch gesehen während der Pandemie, was da alles an krausen Dingen behauptet wurde und angeblich bewiesen wurde. Also Fake News ist ein Wort unserer Zeit. Und wie weit sich die Fake News durchsetzen oder auch nicht und der gesunde Menschenverstand das wieder zurechtrückt und für mich maßgebend zum Wohle des Menschen einsetzt. Das bleibt offen, das müssen wir abwarten. Das kann wieder, wir wissen es nicht, KI sagt man heute schon, künstliche Intelligenz, das ist wie die Erfindung des Buchdruckes, das ist eine Zeitenwende, der Mensch wird durchdigitalisiert. Aber was das dann mit uns macht und was wir dann träumen, es bleibt bis heute zumindest, träumen tut nur die einzelne Person, was sie geträumt hat, kann auch die künstliche Intelligenz noch nicht ergründen. Susanna, ganz herzlichen Dank. Ein schöner Schlussgedanke. Es war ein tolles Panorama, das wir jetzt betrachtet haben, durch die Zeit, durch die Wissenschaften. Ich sage merci, merci vielmal und weiterhin so viel Enthusiasmus, Einsatz in der Erwachsenenbildung und bei der Betrachtung und Weitergabe von spannenden Themen. Danke.